Kanalci Olga Jurjevna ist mein Name, Stadt Syktyvka, Komi Republik. Es wird von mir ein Stück aus dem Werk Die Abenteuer Tschitschikows oder Die toten Seelen von Nikolai Wassiljewitsch Gogol vorgetragen. Wie der Riesenwall einer unendlichen Festung mit Türmen und Bastionen zog sich in endlosen Windungen von mehr als 1000 Werst eine ununterbrochene Gebirgskette hin. Stolz und majestätisch erhob sie sich über die grenzenlose Ebene, bald als nackter Ton- und Kalkfelsen, bald als senkrecht abstürzende Bergwand, durchsetzt von Spalten und Rissen, bald wieder in Form von grünen Kuppen, bedeckt mit jungem Buschwerk, das zwischen kahlen Baumstümpfen emporragte und von weitem wie zartes Lammfell aussah, bald endlich als dichter, dunkler Wald, den die Axt seltsamerweise noch verschont hatte. Der Fluss, der überall zwischen hohen Ufern dahinströmte, folgte den Bergen in mancherlei Schlangenwindungen, nur hier und da entfernte er sich von ihnen, floss zwischen Feldern und Wiesen dahin, schlängelte sich in leuchtenden Serpentinen, verschwand plötzlich, noch einmal hell aufblinzend im strahlenden Sonnenlicht in einem Gehölz von Birken, Espen oder Erlen, und tauchte endlich wieder triumphierend aus dem Dunkel hervor, überall begleitet von Brücken, Windmühlen und Dämmen, die ihm bei jeder Wendung nachzueilen schienen. An einer Stelle war die steile Gebirgsmasse besonders dicht mit dem Lockenschmuck jungen Baumgrünes überzogen. Durch künstliche Anpflanzung hatte sich hier dank der Unebenheiten des Gebirgshanges die Vegetation aus Nord und Süd zusammengefunden. Eiche, Ahorn, Birnbäume und Weidenbüsche, Beifuß und Birke, Fichten und dicht von Hopfen umrankte Ebereschen kletterten überall, hier einträchtig und sich gegenseitig im Wachstum unterstützend, dort sich hemmend und eng zusammengedrängt den steilen Berg hinan. Danke für die Aufmerksamkeit.